Das Schle, ich begrüße Sie zu Tibet This Week aus dem Tibet TV-Studio hier in Kangi, Dharamsala. Mein Name ist Gunga Sara mit einer weiteren Folge zu Tibet, seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama leitet die Bodhicitta-Zeremonie zur Kultivierung des erwachenden Geistes am Vollmondtag vom Sagadawa-Monat. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama hält ein virtuelles Gespräch mit jungen Menschen aus südostasiatischen Ländern. Präsident der tibetischen Zentralverwaltung Dr. Lobsang Sengye hält verschiedene Interviews mit den indischen Medien bezüglich Grenzproblematik zwischen Ladakh und China. Wöchentliche Neuigkeiten zur Corona-Lage von der tibetischen Zentralverwaltung in Dharamsala. Das Tibet-Büro in Washington D.C. nimmt an der virtuellen Diskussionsrunde Religiöse Verbriefung in Tibet und Osttürkestan, organisiert durch Citizen Power Initiative für China, teil. Das Tibet-Büro in Genf veranstaltete eine virtuelle interaktive Dankbarkeitsreihe für seine Heiligkeit, den 14. Dalai Lama. Letzten Freitag, am 5. Juni, zum Glück verheißenen Vollmondtages des Sagadawa-Monats, führte seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama die Bodhicitta-Zeremonie zur Kultivierung des erwachenden Geistes durch. Seine Heiligkeit sprach hauptsächlich über die Entwicklung von Mitgefühl während des heiligen Monats, welche die Geburt, die Erleuchtung und den Tod des Buddhas gedenkt. Am Sonntag, 7. Juni, hielt seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama einen Online-Dialog mit mehr als 700 jungen südostasiatischen Teilnehmern. Dieser Anlass wurde organisiert vom Tibetan Buddhist Center in Singapur. Seine Heiligkeit erörterte unter anderem die 4 Fokusbereiche, welche er sich verpflichtet hat, und forderte die jungen Teilnehmenden dazu auf, darüber nachzudenken und zu teilen, wenn diese ihnen hilfreich erscheinen. Die Online-Übertragung ist der 4. virtuelle Auftritt seiner Heiligkeit seit der Covid-19-Pandemie. Seine Heiligkeit wird diesen Monat noch in einer Reihe von verschiedenen Webcasts zu sehen sein. Alle Daten und Übertragungen können auf dalailama.com in deutscher Sprache abgerufen werden. Der Präsident der tibetischen Zentralverwaltung Dr. Lobsang Sengye hielt letzte Woche verschiedene Interviews mit den indischen Medien zum Thema Gesetzesvorlage zur Grenze zwischen Indien und China und dem Gesetzesentwurf zum Tibetan Policy and Support Act im US-Senat. Zweiteres würde es zur offiziellen Politik der Vereinigten Staaten machen, dass die Nachfolge tibetisch-buddhistischer Führer ausschließlich den tibetischen Buddhisten überlassen bleibt. Bezüglich der starken Eskalation bei der Grenzproblematik zwischen Ladakh und China ist gemäß Dr. Lobsang Sengye vor allem die chinesische Besetzung Tibets zu verschulden. Um den Grenzstreit lösen zu können, muss die indische Führung die Geschichte Tibets sorgfältig untersuchen, damit ihnen nicht das Gleiche widerfährt. Kommen wir nun zu den wöchentlichen Updates zur Corona-Lage in der tibetischen Gemeinschaft. Das Bildungsministerium der tibetischen Zentralverwaltung hat einen Betrag von 1,8 Millionen Rupien zur Unterstützung von 924 Schülern freigegeben, die aufgrund der landesweiten Sperrung seit Mitte März in 19 tibetischen Wohnschulen in ganz Indien gestrandet sind. Bei den meisten handelt es sich um Schüler der 12. Klasse, die sich mitten in ihren Abschlussprüfungen befanden. Die tibetische Zentralverwaltung formulierte Sicherheitsvorkehrungen aus, welche in allen tibetischen Schulen umgesetzt werden sollen. Dies soll vor allem die besten Sicherheitspraktiken bei der Wiedereröffnung der Schulen gewährleisten. Im Hinblick auf die Abschlussprüfungen sollen nur Schüler der 10. und 12. Klasse aufgenommen werden. Alle anderen Klassen sollen weiterhin durch tägliche Online-Kurse fortgesetzt werden. Angesichts der hohen Risiken, denen ältere Personen während der Pandemie ausgesetzt sind, hat das Kabinett der tibetischen Zentralverwaltung in Dharamsala Anfang dieses Monats zusätzliche Mittel in Höhe von 6,1 Millionen Rupien freigegeben. Das Geld wurde an 14 von der tibetischen Zentralverwaltung geführte Altenheime, 8 von Nichtregierungsorganisationen geführte Altenheime sowie 1392 mittellose ältere Personen, welche innerhalb der Familie oder alleine leben, bereitgestellt. Die Forscher Dr. Yang Yan-Li und Dr. Han Lian-Chao von der Citizen Power Initiative für China veranstalteten eine virtuelle Podiumsdiskussion, um die Umrisse ihrer Forschung zum Thema religiöse Verbriefung in Tibet und Osttürkestan zu erörtern. Mit dabei war das Tibet-Büro in Washington D.C. Die Forschungsstudie konzentriert sich speziell auf Chinas Verbriefung der Religionsfreiheit, wobei Dr. Hans Entwurf der Studie den Ursprung der Religionspolitik der Kommunistischen Partei Chinas darlegt und verschiedene Politiken auflistet, die das chinesische Regime in den letzten Jahrzehnten in Tibet und Osttürkestan auferlegt hat.
Darüber hinaus untersucht die Studie das von der Kommunistischen Partei Chinas eingerichtete, strukturierte System und deren Funktionsweise auf jeder Ebene der Verwaltungsbefugnisse in den Regionen. Das Tibet-Büro in Genf organisierte am 7. Juni eine virtuelle interaktive Dankbarkeitsreihe, welche seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama gewidmet ist. Gastredner Geshe Hakdala, Direktor vom Library of Tibetan Works and Archives, erörterte verschiedene Beiträge und Wohltaten seiner Heiligkeit des Dalai Lamas und hob insbesondere die 4 wichtigen lebenslangen Verpflichtungen seiner Heiligkeit sowie die Rollen und Verantwortlichkeiten der Tibeter bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen hervor. Die virtuelle interaktive Diskussionsrunde ist Teil des Programms Thank You His Holiness the Dalai Lama, welche von der tibetischen Zentralverwaltung in Dharamsala für das Jahr 2020 erklärt hat. Anlässlich des 31. Jahres seit dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens durch die Kommunistische Partei Chinas organisierte die Italia Tibet Association in Zusammenarbeit mit der tibetischen Gemeinschaft Italiens und anderen Verbänden eine Protestkundgebung gegen China wegen seinen Menschenrechtsverletzungen in Tibet, Hongkong und Osttürkestan. Mehr als 50 Menschen, darunter Italiener, Tibeter, Taiwanesen und Hongkonger, versammelten sich in dieser schwierigen Zeit in der italienischen Hauptstadt Rom, um an dem Protest teilzunehmen. Zenedronga von der tibetischen Gemeinschaft in Italien betonte, dass es an der Zeit ist, dass die Welt aufsteht, bevor Hongkong ein ähnliches Schicksal erleidet wie die tibetischen Demonstranten in 1995 und die Demonstranten auf dem Platz des himmlischen Friedens in 1998. So viel zur letzten Woche. Bis zum nächsten Mal und einen guten Start in die Woche.